Ja, willkommen zurück bei Black Sails. So, und wir sind stehen geblieben. Ja, in dem Zimmer. Und ich habe mir die letzte Aufnahme angeschaut. Und da war, da wir nicht weitergekommen sind mit den Koordinaten. Ich glaube, wir haben 2 bisher gefunden. Da steht, er liegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Genau. Liebste Elisa, vielleicht war es doch keine gute Idee, auf diesem Schiff anzuheuern. Genau, und die zweite steht ja in dem Tisch drin, wo die Karten ist. So, wir brauchen noch mehrere. Es fehlen also noch 3 Stück. Die Gitarre liegt schon lange hier, die Feuchtigkeit hat ihr stark zugesetzt. Haben wir denn... Ob der Bewohner dieses Zimmers diese Tiere erlegt hat? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Ach, no, ne? Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. Ach so, jetzt haben wir nämlich... Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Da ist keiner. Wir haben nämlich den ersten Zettel. Ah, da außer. Diese Trophäen scheinen von verschiedenen Orten zu kommen, die das Schiff angesteuert hat. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Jetzt haben wir 4. Fehlt noch ein einziger. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Da ist keiner. Vielleicht da hinten noch. Solche Schmetterlinge findet man bestimmt nur an sehr exotischen Plätzen. Wo diese wohl herstammen? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Ah ja. Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Okay, Leute, jetzt haben wir nämlich alle. Ja, jetzt müssen wir die. Jetzt müssen wir das gerade noch zusammenpuzzeln. Denn wir müssen 5 Orte finden. Also, was haben wir da gehabt? Im Rahmen spiegelt sich der Abdruck wider. Es ist eine Koordinate. 25. Längen- und 37. Breitengrad. 25 und 37. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Na, 25 und 37, oder? Wie war das jetzt? Im Rahmen spiegelt sich der Abdruck wider. Es ist eine Koordinate. 25. Längen- und 37. Breitengrad. Ja, 25 und 37. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Ja. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ist ja gut. So, das heißt 25 und 37. Ist es dann... Ich habe eine Stadt gefunden. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Ach so, das stimmt jetzt. Das ist gut. Gut, was haben wir da gehabt? Da steht, er liegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. 28 und 38. Das heißt, irgendwo
Da, das war aber noch mit 0,75. Das kann jetzt... Das da? Das ist keine der 5 Koordinaten, Nee. die ich gefunden habe. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Tja, was dann? Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Tja, was kann das sonst sein? Wie können wir das 75 ausrechnen? Ich habe eine Stadt gefunden. Ach, das stimmt. Also eigentlich kann man alle anklicken, oder? Dann können wir genauso weit. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Aber jetzt ist Ortzettel weg, ne? Da steht, er liegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Ach so, wir haben einen anderen gefunden. Okay. Ich habe eine Stadt gefunden. Ach so, das war jetzt das 2875. Genau. Wir haben zuerst einmal in die andere Richtung geschaut. Was haben wir auf dem... Da Zettel? steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. 26 und 38. Das müsste dann da 26 sein. Und 38 da. Ich habe eine Stadt gefunden. Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. 31 und 39, das müsste dann das da hinten sein. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Achso, heute 39 ist oben. Dann müsste das sein. Ich habe eine Stadt gefunden. Ja, jetzt haben wir 5. Und das müsste die Tour sein, wo das Schiff fährt. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Ja, jetzt haben wir das Routenbuch. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Ach so, jetzt müssen wir uns die Namen merken. Ja, Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. ja, wir haben da ganz oben Monte. Und dann haben wir Pico. Ich muss mir das nebenher etwas notieren, weil sonst kann ich mir das nicht merken. Weil das komische Namen sind. Ja. Jetzt dann wir mal das da eingeben. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Okay, dann war es zum ersten. Das da. Dann waren wir in Monte. Ja. Da ist. In Santana. Dann waren wir da. Und dann waren wir, glaube ich, da noch. Für die 5 Orte gibt es tatsächlich eine eindeutige Schifffahrt. Das ist die Route. Ah ja, und es wird jetzt die Route angezeigt. Okay, und jetzt hat... Ja, da ich sagen, gehen wir zu Lex runter.
Ja, mich hat noch sehr Die interessieren, Laken mit sind der... zwar alt und modrig, aber das Bett wurde sehr sorgfältig gemacht. Ja, mich hat noch interessieren, was mit der kleinen Viona passiert ist. Ob die tatsächlich verbrannt worden ist oder ob die flüchten können hat. So, aber erst einmal zu Lex. Hast du schon etwas herausgefunden? Allerdings, Ich habe herausgefunden, auf welcher Schifffahrtsroute wir uns befinden. Das müsste genügen. Wenn es stimmt, was du sagst, dann folgen wir einer Meeresströmung. Und wenn wirklich Land in der Nähe ist, dann fahren wir gerade an einer sehr kleinen Insel vorbei. Und weil das Ruder blockiert ist, fahren wir hinaus aufs weite Meer. Für Tage, vielleicht Wochen. Wir können nur überleben, wenn wir sofort das Schiff verlassen und uns in Richtung der Insel halten. Ausgerechnet das Rettungsboot blockiert aber die Tür zum Deck. Wir sind hier eingeschlossen. Wir müssen irgendwie nach draußen kommen, und zwar schnell. Und wir müssen das Boot flott machen. Ich habe einen Lastkran gesehen. Wenn du ihn bedienen kannst, könntest du das Boot damit wegheben und beide Probleme auf einmal lösen. Ich werde es versuchen. Und sieh dich vor. Hier. Nimm den an dich. Den Revolver? Aber was soll ich denn damit? Es ist doch niemand an Bord. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Wie meinst du das? Nimm ihn. Nur zur Sicherheit. Du wirst ihn eher brauchen als ich. Weißt du, wie man ihn benutzt? Mir scheint, es ist manchmal wichtiger zu wissen, wann man ihn besser nicht benutzt. Punkt für dich. haben wir... Achso, den Revolver haben wir jetzt. Gut, wir sind bewaffnet. Ja, unsere nächste Aufgabe bezieht sich darauf, dass wir den Kran wieder flott machen. Beziehungsweise, der Kran geht ja, aber wir müssen den irgendwie am Boot draußen befestigen, um das wegzuheben. Okay, ich glaube, da können wir nichts machen. Der Kran hängt ja da oben, denn wir haben ja da freigerammt. Können wir denn mit dem Revolver da hinten die Pumpe? Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Ja, Lex hat auch rumballert. Okay, wir müssen dann nochmal da hinten, denn da ist der... Denn da ist der Wartungsschacht. Die Ladung hängt hier im Schacht über der Messe. Ach so, da können wir... Jetzt müssen wir nochmal auf. Denn von oben können wir ja den Kran bedienen. Können wir denn da durch? Da ist das Deck des Schiffes. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Ja, es ist ein Kran. Und wir sehen da draußen die Kette. Aber da ist das Gitter. Seil runterlassen. Na, müssen wir fast, oder? Jetzt ist es unten. Jetzt ist der Kran hier unten, okay. Ich glaube, Die Ladung ist am Kran befestigt. Ich kann sie jederzeit mit dem Kran anheben. okay, wir dann jetzt das losmachen, wenn das geht. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Gut. Aber wie
wir das Boot da drauf befestigen. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Wie wir wissen, ist ja da der Haken abgefallen. Aber ich glaube, dass wir da nicht runterkommen. Und das können wir nicht betätigen. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Mit einem ähnlichen Gegenstand. Den müssen wir allerdings erst finden. Die alte Werkbank wurde lange nicht benutzt. Dreck und rostige Nägel liegen darauf herum. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Können wir denn... Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Ja, die Pumpe können wir nicht betätigen. Und da haben wir jetzt nichts, oder? Was brauchbar ist. Vielleicht sollte man nochmal nach umschauen. Aber davor da wir erstmal speichern, denn das mit der Karten haben wir ja gelöst.